bin der Brett, der stets verneint, und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Ja. Jetzt bringe ich die Mission zu Ende, indem ich den Humor versende, den ich schon bald den Kölnern klau. Was bin ich für eine miese Sau? So. Jetzt. Mann! Mr. Spack, sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Die Koordinaten stimmen, Kapitän Jagelowski. Wir befinden uns im Jahre 2000 und das hier ist die Kneipe von diesem Anton Firmenich. So sah also damals in Köln eine Kneipe aus. Sieht eher aus wie auf der alten Enterprise. Apropos Aussehen, Captain, wir haben da einen logischen Fehler gemacht. Inwiefern? Wir hätten zeitgemäße Kleidung wählen sollen. In unseren Uniformen fallen wir nur auf. Das hätte Ihnen auch ein bisschen früher einfallen können. Wir sollten uns schleunigst umziehen, sonst gefährden wir noch die ganze Mission der Sternenflotte. Ach, ich muss sagen, ich bin es wirklich langsam leid, durch die gesamte Vergangenheit hinter diesem dämlichen Bretz herzujagen. Ich kann mir auch etwas Schöneres vorstellen, aber Sie wissen ja, was passiert, wenn es dem Bretz gelingt, die Vergangenheit zu verändern und eine Verschiebung im Raum-Zeit-Kontinuum herbeizuführen. Die Folgen wären nicht auszudenken. Hier irgendwo im Raum muss das retrotemporäre Traktorstrahlrelais versteckt sein. Wir müssen es finden, und zwar schnell. Mensch, Mann! Haben Sie mich jetzt vor Schreck gemacht? Was machen Sie denn schon hier? Wir haben... Wir sind... Ja, wer Sie sind, das weiß ich doch. Sagen Sie mal lieber, wie Sie hier reingekommen sind. Beamt, was? Wie kommen Sie denn darauf? Ja, so wie Sie aussehen. Aber ein bisschen früh dran, was? Bisschen früh? Ja, der Anton hat gesagt, Sie kämen erst nach 11. Der weiß, dass wir kommen? Sicher. Und er spricht doch schon seit Tagen von nichts anderem. Naja, warten Sie mal einen Moment, ne? Ich sag ihm Bescheid. Vielleicht ist ja dieser Anton ein Jedi-Ritter. Oh, Mensch, Mann, komm, reiß dich zusammen. Dein Besuch ist da. Ihr seid mal schlecht. Wegen einem Ärmel im Kopf. Ich freue mich, Sie... Oh. Captain James T. Kirk von der USS Enterprise. Oh. Was machen Sie denn hier? Ich wohne hier. Das ist unlogisch. Sie können nicht im Jahre 2000 in Köln leben, wenn Sie erst Jahrhunderte später geboren werden. Im Moment habe ich das Gefühl, als wäre ich vor Jahrhunderten gestorben. Sie müssen entschuldigen, aber wir hatten gestern Stress mit unseren 2 Töchtern. Da haben wir 2 Väter uns ordentlich die Kante gegeben. Ich bin direkt wieder da. Oh. Zwei Väter und 2 Töchter. War denn im Jahre 2000 in Deutschland die Schwulenehe schon durch? Ich bin ja so stolz, dass Sie mich endlich besuchen. Bitte nehmen Sie Platz. Ich habe ja schon so viel von Ihnen gehört. Aber woher denn? Na, ich bitte Sie.
Gibt in Deutschland keinen Trekkie-Fan, der Sie nicht kennt. Hören Sie, wir sind... Ich weiß, wer Sie sind. Gisela und Herbert Rodenberg, die Vorsitzenden des Captain Kirk Fanclubs Knappsack. Tolle Kostüme haben Sie an. Und die Ohren, wie echt. Lassen Sie das, guter Mann. Das ist Kapitän Tamara Jagelowsk von der Voyager 2 und ich bin Ihr Nachrichten- und Sicherheitsoffizier. Ja klar. Und ich bin Captain Kirk. Aber nicht im richtigen Leben. Sollte es bereits zu einer Verschiebung im Raumzeitkontinuum gekommen sein? Das weiß ich nicht, Captain, aber ich rate Ihnen, mit offenen Karten zu spielen. Denken Sie an die oberste Direktive. Wir dürfen uns nicht einmischen. Oh. Toll, wie Sie reden, als wären Sie wirklich von der Sternenflotte. Ist dir bei Ihnen in den letzten Tagen ein Unbekannter aufgetaucht, der sich auffällig benommen hat? Nee, das könnte ich jetzt nicht. Doch, der TV-Mojol, aber den kannte Carole ja aus der Zeitung. Wie wäre der mit dem Gläschen zur Begrüßung? Carola, machst mal 3 Kölsch? Wir mussten aber erst ein neues Fass anschließen, das von jetzt, dann hast du mit Aristo alle gemacht. Die versoffene Senk. Na gut, da geht der Frühschoppen heute auf seine Kosten. Kommen Sie mit, wir gehen jetzt in die elysischen Gefilde. Die sind hier? Nee, nebenan. Carola, wir sind fort. Ja, was ist denn jetzt mit dem leeren Fass? Das leere Fass. Ich schließe ein neues an. Kommen Sie, wir gehen durch den Keller raus. Also, das hat mir gerade noch gefehlt. Zuerst ist meine Trikot am Eimer. Jetzt habe ich ja noch die Sternenflotte am Hals. Herrgott, kann man ja nicht einmal in Ruhe sabotieren. Das ist ja der Betrieb wie im Hauptbahnhof. Oh Gott, was jedet mir schlecht. Fremdelt, da stand ein Parat. Tag, Sina. Mensch, Jan, sag mal, wo hast denn du die ganze Zeit gesteckt? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ich hatte jetzt noch mega Zoff mit meinem Vater. Oh. Und danach bin ich noch schwer aufgestürzt. Und wie es aussieht, hart aufgeschlagen. Das kannst du wohl sagen. Ich habe dich nämlich überall gesucht, aber du warst ja wie vom Erdboden verschluckt. Das war Flächenhölzung. Ich bin von einer Kneipe zur nächsten und habe mir den Kopf darüber zerbrochen, was ich machen soll. Wie meinst du das, hä? Sina, wir zwei, wir wären ein unschlagbares Team. Aber ich kann nicht mitkommen nach Griechenland. Was? Mensch, ich krieg das blöde Ding nicht auf. Was interessiert dich denn jetzt so an der Tasche? Das ist doch ja nicht deine. Ja, deshalb interessiert sie mich ja so. Und mich interessiert, warum du nicht mit nach Griechenland kommen kannst. Weil du deinen Vater nicht allein lassen willst. Guten Tag. Guten Tag. Hier ist er auch nicht. Suchen Sie was? Ja, meine Zeitstrahlsubstitutur. Ihre was? Meinen Zeitstrahlsubstitutor. Ich muss ihn hier irgendwo liegen gelassen haben. Also sowas haben wir hier nicht. Oder meinen Sie das hier? Ah, da ist er ja. Dankeschön. Bitteschön. Schicke Handtasche haben Sie da. Von Escada? Nein, das ist Borg-Technologie. Ach, sowas gibt es bei Ikea? Ikea